Selbst die Hunde haben einen Blues im Fuß. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt muss ich erst Luft holen, respektive einen Schluck machen. Schluck ist kein Fehler. Ja, natürlich, ich meine, so Blues. Wir sind ja nicht rauchen auch, aber das schießelt wieder so. Der riecht ist ein Jazz-Chick oder was? Nein. So, jetzt spielen wir einen Otterkringer Blues. Ja. Gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit, wobei gar nicht. Weil ja das Wienerlied quasi der Blues der Wiener ist. Da machen wir jetzt ein Otterkringer Lied, nachdem wir ja aus Otterkringer sind. Was machen wir, Patrick? Machen wir die Hymne, oder? Die Hymne als Otterkringer. Die Hymne, die ist zwar noch nicht so alt. Die ist nicht so alt, aber gewünscht vom Chef, vom Rudi. Der hat gesagt, das könnt ihr uns noch nicht spielen. Machen wir natürlich die Hymne von Otterkring. Eigentlich in Herrmann Star. Und da hingen wir aber dann Trage nachher von den Schrammeln, von Johann Schrammel, dass wir dann schon was Altes dabei haben, noch gleich drauf. Ja, ganz das werden auch gemiert. Dann ziehen wir mal den Wiener Blues durch, dass wir wissen, was los ist. Herrmann Star. In Otterkring draußen, in einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gassen, da ist klein ganz verstaubt, sein Erzieher der beraubt, ein Herrmann stand ganz verlassen. Ich habe mein Bett und als Kind dort versteckt, mein Kind unter meine Stollen. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Not. Als Kind hätten's mir gestohlen. Herrgott, da stand du nur allein, hast mich als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und an mich an die gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr, und Otterkring hat sich verändert. Heute wird überall gebaut, weil das Alte zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus, und wie ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein schauner Herrgott vor mir. Herrgott, da stand, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und bieg dich zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Trost.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Das wäre ein Gemüse von Johann Schrammel. Ich glaube, die Musik wird nicht wirklich alt, oder? Nein. Das ist es. Das fort. Dankeschön. Es war ja auch übrigens der Herrmann auch ein Wunschlied, natürlich da vom Herrn Professor. War auch ein Wunschlied. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Weil für Beschwerden der Patrick war er den noch da. Beschwerden bei mir. Also mit genau in der Stange. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Servus. Zum Wohl. Prost. Was der alte Schmied von Lerchenfeld? Na, bleiben wir ein bisschen. Ja. Bleiben wir ein bisschen so in der Richtung. Ich meine, ihr könnt euch wünschen, was wollt. Wir spielen ja, was wir wollen. Da kommen wir schon zusammen. Aber ja, nein, das machen wir. Bitteschön, nein, gern. Der alte Schmied, eine schöne Nummer. Der alte Schmied von Lerchenfeld bringen wir zusammen. C-Dur. Weit draußen wo in Lerchenfeld ein ganz altes Schmieden steht. Als Bauer hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Plage. Die Fuhrleute haben die Resser gebracht, der Schmied und Gesön haben bis in die Nacht das Eisen kämmert und haben's Bohn. Die Funken sind dort lustig gestanden. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat kein Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wand, ein Kutscher bringt mir Trost zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Heute rennt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heute keine Fuhrleute mehr. Stüh ist jetzt in der Schmieden dort. Die Schmiedgesellen sind längst alle fort. Kein Feuer brennt, kein Amboss klingt. Der Ring durchs alte Dachel ringt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeigel aus. Und Tränen rinnen in sein Bord. Es ist zu hart, wenn man vergeblich wird. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wand, kein Kutscher bringt mehr Trost zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt, ein Schimmel gespannt. Heute rennt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heute keine Fuhrleute mehr. Dankeschön. Da haben wir schon länger nicht gespielt. Ja, Dankeschön für diesen Wunsch. So haben wir das auch wieder mal gespielt. Das ist eine schöne Nummer. Es gibt ja so viele wunderschöne Wienerlieder. Pass auf, ich würde sagen, wir machen eins. Es war ein recht schwungvoll, es war eine alte Nummer. Da haben wir die Ehre gehabt, das einmal beim Klingen des Österreich mit Serb Forcher, Gott beim Sölig, wo wir das einmal spielen am dürfen. Das war das Leibende, war ja das, dass wir bei den Aufnahmen, weil wir haben also bei Fernsehaufnahmen, wir spielen immer live, nicht? Ich kann nicht Playback. Also auch wenn die wollen, sage ich mir, das tut mir leid, ich kann, das musst du auch kennen, nicht? Playback spielen, singen. Und ich gesagt, nein, wir müssen es live machen. Und das war halt das Problem. Haben die gesagt, ja, das machen wir schon, aber das dauert halt jetzt länger, weil wir müssen das ja mit Mikrofonen, die Mikrofone müssen wir so hinbringen, dass wir euch gut hören, ja, aber dass man es nicht sieht. Nicht? Weil andere ja nicht live spielen. Nicht? Also daher, das schaut blöd aus, wenn bei so einer Sendung, nicht, wie Klingen des Österreich das halt war, dass dann andere mit Mikrofone, andere ohne Mikrofone spielen. Deswegen hat das relativ lang gedauert. Und das war beim Augustiner Köhler, da haben wir die Aufnahmen gehabt und
wie man so, ja, wir haben das halt da durchgehalten, diese Zeit, und irgendwann haben wir gedacht, bei die Flaschen leer, habe ich gesagt, dürfen wir nur ein Bouteille haben? Ja. Weil die war leer, ne? Die haben wir ausgetrunken. Und dann kam irgendwann da war so eine kurze Stille, und dann hat der eine Tonassistent 4 gerufen, Wortlaut 1a, zur Regie, die 16er Buam haben uns die Requisiten ausgesoffen. Und sagt, das dürfen wir nicht trinken, das steht da, das wird gefilmt. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich sitze schon 2 Stunden da, was will ich? Es hat ja keiner was gesagt, das ist jetzt Aufbearbeitung ja, und Einstellung. Und ich meine, der Sepp vorher hat er mitgetrunken bei unserer Partei. Ne? Und dann war mir klar, weil ich hab ihn noch lustig gemacht über die ganzen Statisten oder die Herrschaften, die da so gesessen sind. Ich habe mir gedacht, schaut aber so, die sitzen alle vor dem Glas und saufen nichts. Das sind ja echt fade Zeichen. Dabei haben die Instruktion bekommen, die dürft nichts trinken. Also auf jeden Fall haben wir dann, jeder kriegt ein Bouteille mit einem Glas, also hinterm Bugel haben wir das angestellt. Und am Tisch ist dann einer gestanden und die haben wir nicht angreifen dürfen. Aber hinter uns haben wir ein Bouteille gehabt. Das ist jeder eine, jeder. Und man muss sagen, es ist schon gegangen, aber das Filmteam hat bis 3 in der Früh ganz gut mit uns ausgehalten. Also das war da lang, da waren die Aufnahmen schon lang vorbei. Die haben wir recht Hitz gehabt. Und das Lied, was wir da gespielt haben, war ein Stückel vom Rudolf Kronecker. Jawohl. Also jawohl. Anfang 20. Jahrhundert, 1910er Jahre. 1920er Jahre. 1920er Jahre sogar, ja. Passt typisch ja. Auch von der Art der genau. Musik eigentlich. 1920er, der Werner Schieme, so heißt die Nummer. In Meidling, in ganz ein kleinen Häsel, ist Wirtshaus am goldenen Kranz. Ein heimliches Säule wie ein Bäsel, dort gibt es kein Fahrzeug, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütlichen Werner vom heutigen Tanz nichts verstehen. Dort kann ein Tanzen wir jetzt lernen, der Werner ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Das ist kein Pflanz, außer der Tanz. Gar lustig ist dort wie ein Kirtel. Man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rot und mit Viertel. Man braucht keine Stiefeln aus Lack. Die Kirchen, die Blade, die Anna, tanzt der Wienerisch fest, voll Hamur. Min Würstel unter min Grana und singt noch das Gestanzel dazu. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Das ist kein Pflanz, außer der Tanz. Jawohl, der Werner Schieme, danke vielmals. Der Werner Schieme. Jetzt muss ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen für uns selbst. Also 16er Buam, also wer sich denkt, erst die zwei sind nicht so schön, aber leibend. Ich möchte einer weiterhin irgendwie ein bisschen folgen. Ich finde es auf allen Plattformen, also ziemlich alle Plattformen, international, als auch auf einer Homepage, also 16erbuam.at. Aber schaut aus, googelt einfach 16er Buam, ihr findet uns wirklich überall. Wir sind überall. Und auch auf YouTube, jeden Montag, meine Herrschaften, jeden Montag um 20:15 Uhr gehen wir live. Und das schon seit bald 200 Sendungen. Jeden Montag 20:15 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal 16er Buam TV. Da haben wir die Pawlatschn Livestream. Es ist insofern leibend, wir trinken ein Bouteille Wein, mindestens. Reden ziemlich am Plätzchen oftmals, ja. Ich weiß.
manche chatten auch mit, am Plätzchen oftmals. No, je später die Stunde, umso lustiger wird es. Das stimmt, das stimmt. Und natürlich spielen wir dort auch Wienerlieder. Also wir kriegen regelmäßig bei jeder einzelnen Sendung einen Urheberrechtsverletzungshinweis. Aber das heißt ja nicht nur, dass man dann halt kein Geld kriegt dafür, ja, ist mir auch wurscht. Aber wie gesagt, jeden Montag 20:15 Uhr spielen wir auf YouTube, 16er Buam, schaut einfach rein. 16er Buam TV. Unbedingt. Und natürlich auf Facebook, Instagram, TikTok sogar. Ja. Was haben wir noch? Twitter. Twitter, ja. Ja, Twitter heißt jetzt X. Das erinnert mich früher an des Reiters. Der Reiter heißt jetzt Twix. Können Sie sich da erinnern? Der Reiter heißt jetzt, das sind die Alten, die wissen das. Wir Alten wissen, die Jungen wissen, wie gesagt, Twix, geh nicht, das ist. Nicht, gibt es das linke, rechte, das ist ein Plätze Friedes Reiterkasten, ein Reiter. Ja, genau. Und dass die Werbung ein Reiter heißt jetzt Twix und Twitter heißt jetzt X. Aber das ist wiederum eine Geschichte, geht uns eigentlich nichts, aber dort sind wir auch auf jeden Fall vertreten. Und schaut rein, folgt uns, schaut rein und natürlich 16er.at, da findet ihr alle Spieltermine. Und das wird uns freuen, wenn wir uns einmal sehen wieder, wenn wir wo spielen halt. Und beim Taschler zum Beispiel. Ab November in unserer Heimat wieder. In Otterkring beim Stippert, jeden ersten Mittwoch im Monat. Jawohl. Muss man sagen, bis April. Bis April. Und dann wieder Next Gen. Dann wieder das Jahr drauf. Die Saison quasi. So. Ich finde mir jetzt recht auf meiner eigenen Gitarre, siehst du? Die Glosche am Tanz? Glosche am Tanz? Flotter ist es nicht. Es ist ja aus der unteren Lot. Es sind ja Kinder anwesend. Aber es ist ja schon finster. Das war's schon. Dann machen wir die Glosche am Tanz. Das müsste es recht sein. Ja. Da drunten beim Rotzenstadel, da wohnt ein sauberes Madel, sitzt den ganzen Tag nur zwischen Fensterladeln. Und die noblen Herren, die kommen aus der Stadt und schauen, was sie dort zum Verklopfen hat. Und der Wasserraschane von der Jägerzeit, der lässt Resser dursten und geht lieber kein. Restaurant auf den er Wasser rupfen kann, da der Herrmann falschen Goden an. Auf der Gossen, der Mann und Bosch, schöne Frauen, Geld verhauen, wenn man sie noch wegnimmt, ein bisschen auf die Kugel springt, reißen es Füße die und schreien, Jucke. Da drunten beim Würstelbruder, bei der Geisterbahn, da suchen sie jetzt einen Tod, dass man sie fürchten kann. Ich hätte eine Schwiegermutter, ja, die hat eh nichts tun. Und die war für die Hocken wie geboren. Und mein Haberer, Christoph heißt der hat ganz übergulden. Nur einen Haufen Kinder und ein Pickel Schulden. Der greift keine Arbeit an. Da ist er viel zu schwach. Ja, aber saufen tut er wie ein Loh. Auf der Gossen, der Mann und Bosch, schöne Frauen ins Geld verhauen. Wenn man sie noch wegnimmt, der Büschel auf die Kugel springt, reißt es Füße die und schreit, Jucke. Der gestutzte Fleckerlpferdl hat zwei Risserinnen, die von jedem Kupfer ihm das Gerstl brennen. Wenn er meine schießt, das aber so jede gewiss, Wasserbotzen vorpackt im Fries. Auf der Gossen, der Mann und Bosch, schöne Frauen ins Geld verhauen. Wenn man sie noch wegnimmt, ein bisschen auf die Kugel springt, reißt es Füße und schreit, okay. Auf der Gossen, der Mann und Bosch, schöne Frauen ins Geld verhauen. Wenn man sie noch wegnimmt, ein bisschen auf die Kugel springt, reißt es Füße und schreit, okay.
Dankeschön. Danke vielmals. Der Klaus macht jetzt eine Stimmungsmusik. Ja. In der Zwischenzeit hat er es nämlich schon selber Ja. geklärt. Wenn man sagen wir hierher, dann weiß ich, da gehört nachgezogen. Da gehört nachgezogen die Schrauben. Ich mein, Aber ich hab nur Glück, dass er nicht Hafen spielt, weil da stimmt der Morgen noch. Das ist nein, halt's aus, in einer Stunde habe ich gestimmt. Das geht schnell. die Kontra geht ja, weißt du, Bestellt euch noch ein Lied. Bestellt. Naja, das ist die Kontergitarre ist limitiert, weil auf komme ich nicht mehr, damit eine Ärmel, weißt du? Wenn er auch Saten um einen mehr hätte noch, geht es sich nicht mehr aus. Nachher Stockerl. Aber gleich haben wir es. Entspannt seid, gleich haben wir es. Friesl ist entspannt, gell? Friesl bist entspannt. Passt. Naja, was der. Man muss ja auf alles schauen, ne? Man muss ja auf alles schauen, ein bisschen. Übrigens nicht die Satten können drauf, ja. Ich weiß nicht. Ich nehme noch einen Schluck. Ich nehme einen Schluck. Friesl im einen Schluck. Komm, Friesl, seid ihr wohl passt. Hat sich schon ausgeschluckt. Und übrigens, weil der Christopher da ist, der Ackerl, der Iron Ackerl, wie wir ihn nennen, unser Filmteam, es ist nur einer, ist aber als Einzelperson ist er ein Team. Da muss man echt sagen. Ja, da. Der filmt ja das mit und auch das wird's, wenn das halbwegs verwertbar ist, also vor allem tontechnisch muss ich mal sagen, filmtechnisch tut er ja alles, was er kann, das haut immer hin. Aber wenn so wird es auch dieses Konzert zumindest mindestens in Auszügen auf YouTube geben. Also es zahlt sich aus, schaut rein bei uns. Bitte auf dem YouTube-Kanal. Die modernen Medien, mit denen sind wir auf Du und Du, gell? Und wie? Ja, was heißt, ne? Denk mal, so ein Algorithmus. Man sagt, da musst du nach einem Algorithmus richten, aber doch, der sauft ja nichts. Wie unterhält man sich mit so wem, ne? Das ist wie wenn du mit einem Veganer zum Fleischhauer gehst, ne? Das ist ein Algorithmus. Was ist denn, wo ist er? Das nächste Lied, meine Herrschaften, eine Eigenkomposition. Mein guter Freund, so heißt das Stück. So habe ich geschrieben in Otterkring, dieses Lied, tatsächlich alle Strophen. Da habe ich eine heurigen Tour gemacht, bin von mir wieder heimweggegangen und da ist mir immer ein Text eingefallen für einen Refrain. Dann war ich beim alten Weinstock, den gibt es jetzt nicht mehr, der ist schon zu. Das ist ein Privathaus jetzt, aber vis-à-vis ist das Stippet, wo wir ja wieder spielen. Dort habe ich die erste Strophe geschrieben, bei 2 Achteln. Dann bin ich weitergegangen zur 10er Marie, dort habe ich die zweite Strophe geschrieben, tatsächlich. Auch mit 2, 3 Achteln, wenn es gewesen sein. Dann bin ich weitergegangen, das fällt ein bisschen aus dem Rahmen, das war dann ein Irish Pub, ist aber auch ein Unterkring und dort reden sie wenigstens auch Deutsch, also das verstehe ich dann schon. Und dort habe ich die dritte Strophe geschrieben und dazwischen immer auf dem Weg, dort habe ich den Refrain sozusagen fertig gemacht. Und dann habe ich am nächsten Tag, wie ich aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, Alter, jetzt hast du gerade ein Lied geschrieben beim Heirigen. Das ist eigentlich, das geht öfters machen, aber tatsächlich noch einmal so gemacht, in der Art und Weise. Das ist ja fast romantisch. Es ist eine romantische Geschichte und sie ist wirklich den Tatsachen entsprechend. Und das Lied heißt Mein guter Freund, wobei viele wissen mit dem Titel links anzufangen, aber manche kennen so den Titel Die Einsamkeit. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit spür ich den Trottel für die Leute und manches Mal platzt mir der Grauen, da kennt den Wursteln jeder Schlang, den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und wir wollen allein sein, dann lade ich mir paar Freunde ein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lang gleich. Und so machen wir Hetze ungeniert.
und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint und trotzdem bleibt mir nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und wir mal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir braucht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und wir mal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz dir fein. Danke vielmals. Dankeschön. Dankeschön. Ein Fan. Danke herzlich, Dankeschön. Ja, das glaubt man gar nicht, dass der kleine Blatt ist so sensibel sein kann. Solche Nummern schreiben kann. Ich muss dir gratulieren. Ich danke dir, ich danke dir vielmals. Danke schön, ja. Das sind öfters so weit. Absolut großartig. Ja, da bin ich gesättigt mit Teigen. Wir machen, pass auf, ich trinke jetzt aus und dann hoffe ich stark, dass vielleicht sich jemand erbarmt und mir noch mal einen gespritzten Bringer tätert. Der braucht ja nicht mit dem Auto fahren, der hat ja allein drin. Naja, das ist, wenn ich mit ihm in dem Auto heimfahre, ist gescheiter, wenn ich nicht nüchtern bin. Umgekehrt wird der Schuh draußen. Der kann gleich zu Fuß gehen. Nein. Das nicht husten, wir sind seit 30 Jahren, spielen wir da. Glaubt's was? Das ist. Bitte am Anfang unserer Karriere ist immer der Klaus gefahren. Ja, das stimmt, weil der war mit Führerschein. Der war mega eng. Jetzt sind wir auch noch viel mit der Straßenbahn gefahren, wenn wir wo gespielt haben. Und dann hat sich der Patrick gekauft, so ein Wagel. Hat der kein Geld haben wir gehabt, so ein Wagel für die Harmonika. So zum Nachzahn. So ein Kofferwagen, oder? Oder siehst du, dass wir auch schon ein gewisses Alter haben, weil damals war 90% aller Gehsteige waren noch Pflastersteine. Kopfstabpflaster zum Teil. Und jetzt hat er es immer getragen, weil das Kopfstabpflaster war das zu wild, da hätte es die Harmonika kaputt gemacht. Ui, ich bin auch mitgefahren. Also die Stimme. Schaut aber so. Du bist ein Wahnsinn. Ich danke dir herzlichst. Herrlich. Ich bin dankbar für mich. Du bist ein guter Mensch. Im Herzen drinnen, in der Seele, wahrscheinlich auch in der Leber. Wahrscheinlich einfach rundum ein guter Mensch. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Also die Eiswürfel gar nicht so leicht zum Trinken, weißt du, du kannst nicht so anzahlen, weil sonst hast du gleich eine Vereisung drinnen. Oh, jetzt auch mal. Da haben wir was zum Lachen. Schau, der Porsche schon, da hat er im Lotto gewonnen. Oder was? Ja. Ja, guck dir das Fußfahren und so in Bett. Jetzt sei können, ne? Jetzt sei können. Na gut, pass auf, das nächste Lied eben Karl Hodener. Bleiben wir wieder bei Karl Hodener. Ja, gerne. Ein jazziges Lied. Wer?
zu dir und meine Haberei. Traum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal stehen die alten Beisel noch, die gingen mir so. Wir haben der Wolken grad so da. Ich bin schon ganz pater, in San Francisco hast das da nicht. Viel Tage hocken mehr, haben's noch im Brot einen Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was hab von dir will. Schabbadabba. Vergisst mich nicht, ich hab dich geringt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und bläs, da haben die Steine auf der Gasse, ich Puzzle soll ich auch. Geht ich nur heim von da, schau da du, ich Puzzle soll ich auch. Geht ich nur heim von da weg. Yes, it's Jazz. Ich habe erst lang gebraucht, bis ich den Unterschied zwischen Schach und Jazz zusammengebracht habe. Ne? Jazz und Jazz. Meine Mutter war Wienerin, ich glaube, das passt. Das ist einfach was Ludwig Gruber, ja. Siehst du mir heute noch in Erinnerung, als ob's gestern gewesen wäre? Es war ein schöner Sonntagsmorgen, da ruft's Mutter wohl geschwind, komm her. Lass dir das Gesicht und Handel waschen, lass die Wuckel dir frisieren. Heute möchte ich zum ersten Mal dich auf den kahlen Berg aufführen. Oben hat's mir gezeigt, die Pracht, hat mich gestreichelt und hat gelacht, hat gesagt, schau, der Stephansdom und der blaue Donaustrom. Schau, das Häusermeer da drin, ist deine Heimatstadt, dein Wien. Bleib stets treu dem schönen Ort. Und ich hab gehalten an mein Wort. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hab ich wen so gern. Sie weiß, dem in Leben mir die Liebe wird gehen, zu meinem einzigen goldenen Bär. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hab ich wen so gern. Sie weiß, dem in Leben mir die Liebe hat gehen, zu meinem einzigen goldenen Bär. Danke vielmals. Das nächste Lied auch aus meiner Feder. Ein bisschen auch wieder was anderes sozusagen. Skyline von Wien. Skyline von Wien. Du lebst in mir drin.
kann kommen, wer will, dem auch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Applaus für Patrick Rothgar, meine Herrschaften, bitte, jawohl. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Danke, Dankeschön. Danke. Dankeschön, ja. Wir müssen, ja, es ist ja so. Der Patrick muss einen Parkschein nachschießen. Ich muss ja dann schon wieder bald hin. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ein kurzes Pause. Ein grande Finale. Ein kurzes Pause, ungefähr 1-2 Zigaretten länger und dann sind wir wieder da. So, meine Herrschaften, wir müssen ja da wirklich aufgrund der polizeilichen Sperrstunden und Aufträge müssen wir ja pünktlich sein, jetzt habe ich das gerade zu übersehen, jetzt haben wir aber noch Wünsche gekriegt, die locker für 4 Stunden halten. Müssen wir uns durchhalten. Der Rudi hat gerade gesagt, Anrainer. Die Anrainer? Die lieben Anrainer. Ja, aber, ich meine, aber das ist am Ende des Tages, kommt da los in die Kieberei. Der Anrainer hat sich noch nie umgetraut. Und Sperrstand ist um 2. Und dann schauen wir, was die anderen aushalten. Na gut, also wir werden uns bemühen, da jetzt schnell, wir fangen gleich mit einem wienerischen Klassiker an. Der Pepe hat gesagt, es soll mir nicht Kanal, und das ist wirklich ein Wiener Klassiker. Das reißen wir gleich mal an. Jawohl. In ein ganz kleinen Gassel am Lichtendaler Grund, da war's Wirtshaus zum silbernen Kandel. Die Wirtin und das Techtel waren schon mackig und rund, der Wirt war ein Kreuz für das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, glückselig beim Tisch, weil nirgends das Weindadel so gut war und frisch. Und das Essen war billig und gut, wie es der Wiener heut gern haben tut. Wer einmal nur dort war, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel in Lichtendaler.
Tag. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas an, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle Tag, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Heute ist silberne Kandel, ein großes Restaurant mit Spiegeln und aufputzte Tafeln. Und drinnen da sitzen die noblichen Leute und essen mit silbernen Gabeln. Die Leute, die sind gespreizt. Und es wird auch nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshäusl war, wo's Glück aus die Fenster hat gelacht. In der Früh und zum Mittag und auf der Nacht. Ja, da denk ich zurück an die wunderschönen Jahre, wie das silberne Kandel noch kleiner war. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff ihr ein Glas an, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle Tag, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Franz Paul Friedrich. Jawohl, alter Klassiker. Für Pepe. Endlich kann ich Pepe sagen, ich muss mit Josef habe ich immer so gespielt. Josef, oder Pepe, der Pepe ist gleich ganz anders, das kommt gleich ganz anders Stimme. Jawohl. Als nächstes auch wahrscheinlich das bekannteste Wienerlied überhaupt. Zwei große Buben, die schupfen Grenzen, ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld oder in seinem Handel spielt mit und ist klein daher. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, darum ist nichts Gescheites geworden, außer mir. Einer hat immer das Buben, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Buben, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die mit dort mit ein paar Freunden, zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, aber später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hat immer das Buben, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab
schiefgehen bin. Aber jeder Mensch, der lebt sein Leben. Der eine bockt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, ja, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Und immer das Moment. Einer muss immer verlieren. Ja, ich hab mein Leben lang das Moment. Weil ich vom Glück kein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück kein Stiefkind bin. Danke vielmals. Dankeschön. Das Bummel, der Klassiker. Das haben wir mal gespielt bei einer Hochzeit. Das war das Wunschlied Auf Wunsch des Brautpaares. Das war das Wunschlied vom Brautpaar. Die haben gesagt, er spielt uns das. Das hat da der Tirolerin hat geheiratet, einen Wiener. Und das Ganze war in der Steiermark in Gamlitz. Hat das stattgefunden. In Gamlitz in die Weinberge. Ja. Und da habe ich gesagt, warum eigentlich in Gamlitz? Und gesagt, dass die Schwiegermütter nicht mitreden können. Weil da haben sie beide keinen Zugriff. Und da haben sie das gewünscht. Und das haben sie aber in den Standesbeamten, das haben sie ihm nur so beiläufig gesagt. Und der hat das nur so, der hat sich gedacht, ja, die spielen jetzt, sondern, und der hat das so lieb angekündigt. Und jetzt, bevor wir das beenden offiziell, bringen noch die 16er Buam ein schönes Wienerlied für unser Brautpaar und wir singen das Bummerl, ne? Dann kannst du dir vorstellen, die Leute waren Hasen. Wie uns die Tiroler angeschaut haben, alle. Die einzigen, die gelacht haben, waren das Brautpaar. Nicht? Ja. Der depperte Bub, sag ihm, warte mal, ist ja besser. Sag ihm so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und ich geh dazu. Für die war ich so ohne, weil nur ein depperter Bub. Sport die Tränen, die Antenne Schäden, die liegen wunderbar. Jetzt zurück zu deinem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Jetzt geht's auf Englisch weiter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Na 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 na, wir klären's. Na 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 na. Na 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 na. Sag mir, so ist ein Geld in die Haare schmieren und ich geh dazu. Für die war ich so ohne, weil nur ein depperter Bub. Spart die Tränen, die Augen Schäden, die liegen wunderbar. Jetzt zurück zu dem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler. Ich bestimmt vielleicht auch du, sehr tief gehört, aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht besser auf mich, Alte. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit sanfter Hand mir manches abgewöhnt. Du
über manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt. Werd mir jemals mehr geben wie nur du, werd mir recht auf mein Leben, war nicht du, das hätte einmal du. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Schwerstund schreit da oben, Schwerstund schreit da oben, Leidl, geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rassel mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wann der Milchmann mit dem Müllekam und schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weindl ganz schön deppert, alles was ich anschaue, durch die Loppe sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekam und schäbert, wird's für mich erst richtig schwer. Wenn eine Alte von der Zurn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich und her, nix mehr. Na, na. Vielen herzlichen Dank, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Merkt euch, 16er Buam. Schaut's doch. Schönen Abend, Papa. Bitte. Danke vielmals. Dankeschön. Vierte. So. Wir ersparen uns das Angehen und wieder aufgehen. Ja, wobei man natürlich sagen muss ich auch ehrlich, wirklich, jetzt haben wir das klargestellt, dass das das letzte Lied ist, es war für jeden erkenntlich. Und dann ist es wieder nicht genug, ne? Das kann es ja so nicht sein. Deswegen spielen wir noch zum Abschluss etwas Lustiges, Erbauliches, dass ja jeder motiviert und glücklich und zufrieden nach Hause geht. Wir danken euch herzlich auf jeden Fall jetzt schon. Ich bring mich um. Ich hab genug. Die ganze Steuerzollerei ist ein Betrug. Ich bring mich um. Ich mach ein End. Doch vorher schreibe ich noch ganz gescheit wieder mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei. Weil die hat eh keins und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. Danke vielmals, Peter. Servus. Danke.